Ich habe verschiedene Gründe, heute wirklich froh zu sein. Einer davon, dieses Lied, was wir gerade gesungen haben, das war ein Wunsch. Das ist das erste Lied, was ich in Deutschland gelernt habe, als ich in der Bibelschule war. Und das Lied redet zu mir persönlich. Ich finde immer in dem Herr Jesus Christus Lösung für meine Rebellion, Traurigkeit, Kälte, Lüge. Ich finde in ihm die einzige Möglichkeit, diese Heilung durch sein Leben, seine Worte, durch die Beispiele, die er uns gelehrt hat. In ihm ist alles, was ich brauche. Und wenn mein Wort heute, oder könnte ich nicht gut predigen oder was man erwartet, es ist genug zu sagen. Nimm Jesus, du findest in ihm alles, was du brauchst. Die Ärzte sind verschiedene Fächer. Es gibt einen Facharzt für Herz, Facharzt für Innere Medizin, es gibt einen Facharzt für Orthopäde und so weiter. Aber komm mal zum Jesus, der kann unser Leib, unsere Seele, aber auch unser Körper, der uns versteht, weil er der Einzige, der in Hebräerbrief Kapitel 2, Vers 18, er ist der Einzige, der alles durchgegangen. Und er ist der Einzige, der dir und mich auch, dich und mir auch helfen können. Bevor ich anfange, das Thema hat einen Grund, warum dieses Thema kam zu meinem Herzen. Ich beschäftige mich sehr in der letzten Zeit mit unserer lieben Freunde, die Flüchtlinge, die in Europa gekommen sind. Und bin ich fast unterwegs und ich treffe viele Muslime. Sogar bis gestern Abend hatten wir in Gübingen eine große Versammlung mit Araber und Aramäer. Und wir haben gestern, bis das Versammlung war, bis etwa 21 Uhr Abend, aber 2 Stunden lang war auch verschiedene hin und her Frage und Antwort mit Männern, Frauen, Ehepaaren, Leute, Muslime, die haben viele Fragen. Ich bin hier sogar mit einem Freund. Ich danke dem Bruder Sabri, der hier auch heute, der mich gestern gefahren. Wir sind um 1:45 gestern Nacht gekommen mit großer Freude. Ich möchte ein paar Bilder nur zeigen. Vielleicht der Bruder zeigt uns ein paar Bilder von den letzten Veranstaltungen, die ich erlebt habe. Ich weiß nicht, ob die hier oder das ist so. Das ist eine Veranstaltung in Sechshelden bei Haiger. Da war Ingeborg, meine Frau, dabei. Interessanterweise, dass der junge Mann mit kariertem Hemd in der ersten Reihe, das kommt ein Dorf direkt neben dem Dorf, wo unsere liebe Schwester Wafa Malgo gekommen ist. Er ist Palästinenser und die anderen sind die Syrer. Und die alle sprechen Arabisch. Die sind hier in einem Dorf, in Deutschland in einem Dorf, heißt Sechshelden. Und die Gemeinde dort, obwohl die Gemeinde ist sehr klein, aber die sind sehr aktiv. In dieses Dorf gibt es genau 40 Asylanten, 40 Flüchtlinge. Und die Gemeinde hat da einen kleinen Artikel in die Lokalzeitung. Wir brauchen 40 Verräter. Und da kamen wirklich 40 Stück, Gebrauchte von hier und hin. Und in die Gemeinde haben die Jungs das alles zurechtgebracht. Und die machen 1-2 Mal in der Woche ein Fahrradtour. Und die gehen zum deutschen Unterricht mit dem Fahrrad. Dann ein Bruder hat er gespendet Turnschuhe für alle, hatte einen Kontakt mit einer Firma und die Leute dürfen dort gehen und jeder guckt die anpassenden Schuhe. Und als ich dort war, nach dem Gottesdienst, ich habe denen zuerst den Besuch in dem Asylantenheim, dann kamen die zum Gotteswort und dann haben wir Kaffee zusammen getrunken und da war ein Basketballspiel nach der Gemeinschaft.
Zweite Gruppe, das ist das erste Bibelstunde in Wetzlar am 14.04. und das wird einmal monatlich. Da kamen eine Gruppe von verschiedenen Orten aus Syrien und dem Irak. Viele Geschwister waren mit Kopftuch, aber die wollten sich nicht fotografieren. Aber die Gruppe, die wollten, an die linke Seite sieht man eine Gruppe von lieben deutschen Geschwistern, die haben diese Veranstaltung vorbereitet. Stand eine Frau an der Tür, hat jeder persönlich begrüßt. Innen drin war einer mit Literatur. Dann eine Frau hat einen schönen Tisch mit unserer arabischen Literatur und unserer CD. Noch einer hatte Getränke und etwas zum Naschen. Das war sehr schöner, wirklich Anfang. Und wir hatten 1,5 Stunden Gottes Wort, aber dann 4 Stunden für Frage und Antwort. Und die sind sehr höflich, die fragen wirklich sehr höflich. Zum Beispiel, wir wissen, dass Jesus ein Prophet, Gott hat ihn geschickt. Aber wie kann ein Prophet so Gott sein? Und kann Gott Durst haben? Kann Gott Hunger haben? Kann Gott weinen? Gott der Allmächtige. Im Islam, Gott ist allmächtig, er ist groß, er ist Richter. Kann er weinen? Dann die nächste Bild. Das war gerade vorgestern in Baden, war ich mit meiner Frau hier baden und ich weiß, sind gegangen, eine arabische Familie zu besuchen und vorbereiten diese Familie für den kommenden Sommer, dass die hier helfen, auch bei verschiedenen Diensten auf die Straße. Ich wollte eigentlich dieses Baum fotografieren, weil meine Frau hat geguckt viel und sagt, das ist schön. Und als ich wollte dieses Baum fotografieren, diese 2 Männer waren unterwegs und als Höflichkeit, die standen, stopp, bis ich das Bild gemacht. Aber ich habe das Bild nicht gemacht. Ich sagte, ich mache es mit euch. Woher kommt ihr? Die beiden kommen aus Marokko. Die sprechen auch Arabisch. Wir haben ein sehr gutes Gespräch. Genau dieselbe Frage kamen. Wie kann Jesus Gott sein? Noch ein letztes Bild, die war gestern Abend. Da kam eine Gruppe aus Aramäer, Christen, Muslime. Und wir hatten eine sehr schöne Veranstaltung gestern Abend. Aber dann saß ich in dieses Raum immer mit 2 oder 3, mit einem alleine. Und die genau ähnlich dieselbe Frage kommt über Jesus Christus. Jesus zwischen Menschlichkeit und Macht. Ich habe nur 7 Beispiele ausgewählt aus Gottes Wort. Und ich möchte ganz am Anfang sagen, wenn Jesus, der voll mit Macht, Gott, der allmächtig ist, konnte nicht weinen, ich konnte auch nicht zu ihm beten. Wenn er nicht wirklich müde war, in Johannes Evangelium Kapitel 4 und er saß an dem Brunnen, ich kann nicht meine Müdigkeit zu ihm sagen und erklären. Er fühlt mit mir nicht. Wenn Jesus wirklich nicht eines Tages durstig war oder hungrig war, wie kann ein Bruder oder Schwester in Afrika, den Hunger hat, kann zu ihm beten und sagen, helfe, du verstehst, du fühlst mit mir. Deswegen nehmen wir nur als Beispiele von der Menschlichkeit her, lesen wir, er lag als Kind in die Krippe im Stall, in Lukas Evangelium Kapitel 2, Vers 7. Und wenn Sie Ihre Bibel dabei haben oder Bibel in der Nähe von Ihnen, bitte lesen Sie mit mir heute diese paar Verse. In Lukas Evangelium Kapitel 2 und Vers 7. Meine Hand greift immer die arabische Bibel zuerst. Das ist leichter und schnell.
sagte die Bibel, und sie gebär ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Sieht sehr arm aus, sehr schwach. Die haben keinen Platz in einem Gebäude. Es ist sehr schwierig. Am 1956 haben meine Eltern zu mir erzählt, ich war damals noch 2,5 Jahre alt, mussten wir auch flüchten. Wir haben zweimal geflüchtet, 56 und 67. Am 56 sind wir geflüchtet. Das war ein riesengroßer Krieg gegen Ägypten. Wir hatten weit und breit keinen Platz. Und einer Kuhstall in einer Stadt, die 80 Kilometer entfernt, hat da jemand mit einem Wach der Wand gestrichen mit weißer Farbe. Und wir mussten dort leben, 6 Monate lang. Das war sehr schwierig. So sah die Geschichte aus. Aber wenn ich weiß, dass es für mich passiert, das ist für mich passiert, da weiß ich, das ist wunderbar. Er ist gekommen wie ein Mensch. Aber derselbe hier, der in einer Krippe, ein kleines Kind, hat keinen Platz zu Hause, sehen wir in Hebräer 1,3, was wir gerade heute gehört haben. Er trägt alle Dinge durch sein Wort. Er trägt alles. In ihm war das Leben. Er ist das Leben und das Leben ist er. Er ist die Quelle des Lebens. Wir als Christen, manchmal, trotz aller langer Jahre als wiedergeborene Christen und gläubig, manchmal kommt ein Same von Zweifel zu unseren Gedanken. Lass uns an die Wahrheit gucken. Es ist für mich passiert. Er kann alles tragen. Aber dass er mein Leben erleben kann wie ein Kind. Zweites Beispiel. In Markus Evangelium Kapitel 4, Vers 38. Er schläft im Boot. Wann schläft man? Man schläft, wenn man richtig müde. Man kann nicht mehr. Er schläft im Boot. Und natürlich sieht schwach aus. Deswegen viele Menschen gucken an Jesus Christus und die glauben nicht, er ist Gott, der Allmächtig. Sagt die Bibel in Markus 4, Vers 38. Und er war hinten im Schiff und schlief auf einem Kissen. Man kann so Jesus von dieser Seite sehen. Müde, kann nicht, braucht Ruhe. Das passiert mit uns als Menschen. Dass Jesus im Fleisch gekommen, dass Gott im Fleisch gekommen, das war keine Schauspieler. Das war kein Spiel. Das ist die Wahrheit. Dass er im Fleisch, Gott ist im Fleisch erschienen. Aber derselbe, der schläft, in dieselbe Kapitel, Vers 39, als der Wind war stark, Wasser war hoch, die Wellen war hoch, und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer:
schweige und verstumme. Er befiehlt das Wasser und der Wind. Und die Bibel sagt, und der Wind legt sich und es entstand eine große Stille. Große Stille. In seiner Menschlichkeit hat geschlafen. Jetzt, wenn kommt einer von meinen lieben Freunden, die Muslime sind, und sagt, kann Gott schlafen? Ich sage nein. Wie ist das passiert? Gott, der in Fleisch, Jesus als vollkommener Mensch, hat geschlafen. Und jetzt möchte ich Ihnen etwas sagen. Wir alle haben eine einzige Eigenschaft. Ich bin ein Mensch. Ich bin begrenzt. Wenn ich jetzt in die Halle hier, kann ich nicht auch heute predigen in dieselbe Uhrzeit in anderer Gemeinde gehe und ich stehe. Ich bin begrenzt. Ich bin ein Mensch. Gott ist nicht begrenzt. Gott hat keine Grenze. Er ist überall. In jeder Zeit, überall in aller Zeit. Überall in aller Zeit. Hat keine Grenze. Als Jesus auf dem Kreuz war, war der Vater im Himmel, der Herr im Himmel und der Erde überall. Er redete mit Er hatte gesprochen mit Saul. Geh in dem Ort, dort findest du jemanden, der dich erzählt, was du tust. Apostelgeschichte, Kapitel 9. In derselben Zeit redet zu Ananias. Es kommt zu dir ein Mann, der heißt Saul. Gott ist Geist, hat keine Grenze. Und das ist die einzige Sache, die Gott hat. Er ist der Einzige, der diese Eigenschaft hat. Ich komme auch zu einem schönen, starken Beispiel. In Lukas 22, 54 sehen wir Jesus auch in einer Situation, die sieht schwach. Die haben ihn gefesselt. Sie griffen ihn aber und führten ihn weg und brachten ihn in das Haus des Hohenpriesters. Nochmal in dasselbe Kapitel, ab Vers 47. Als er aber noch redete, siehe, da kam eine Schar. Ich weiß nicht, Schar, wie viele Leute. Wann kann man sagen Schar? Ich weiß nicht. Eine riesengroße Gruppe. Das passiert mindestens in meiner Heimat, wenn ein riesengroßer politischer, gefährlicher Räuber oder eine Person, der Leiter für eine Bande oder ein großer Händler für Drogen oder einer, der kommt, eine Schar von Polizei und beachten alles und begrenzen alles und kamen für Jesus. Und sagt hier die Bibel, und einer von den 12, genannt Judas, ging vor ihnen her und näherte sich zu Jesus und hin zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, verrätst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Als aber die, welche um ihn waren, sahen, was da werden wollte, sprach einer hat gesprochen, Herr, sollen wir mit dem Schwert darin schlagen? Und einer von ihnen schlug den Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Jesus ist festgenommen. Judas steht
Petrus mit dem Schwert hat die Uhr von der Mann heißt Malchas. Malchas hat er die Uhr von Malchas abgeschnitten. Normalerweise, wenn Jesus nur ein Mensch ist, kann sagen, er ist würdigt. Das normalerweise muss der Kopf abgeschnitten, nicht die Uhr. Aber als Gott, der voll mit Barmherzigkeit, was hat er gemacht hier? In Vers 51, Jesus aber antwortete und sprach, lasst ab bis hierher. Und er rührte sein Ohr an und hielt ihn. Was heißt das? Heißt Liebe? Heißt Barmherzigkeit? Als Gott, der Vater, der ein Mensch erschienen. Das heißt für mich, liebt euer Feind. Das heißt für mich, Römer Kapitel 12, wenn von deinem Feind Durst hat, gib mal ihm Wasser zum Trinken. Und wenn er Hunger hat, gib mal ihm zum Essen. Ich sehe in diesem Lukas 22, 51 die ganze Christentum. Er sieht schwach aus, gebunden, gefesselt. Und hier Gott der Herr, der Mitte in dieser grausamen Situation macht ein Wunder. Zu wem? Nicht zu einer von seinen Jüngern oder einer, der an ihn geglaubt. Einer, der kommt, um ihn zu fesseln. Das ist die Christentum in einem Bibelvers. Das ist unser Jesus Christus, unser Gott, der voll mit Liebe und Barmherzigkeit. Noch ein Beispiel. Wir lesen in Markus Evangelium, jeder von den Evangelisten hat auch geschrieben. Wir lesen in Lukas 22, 54. Er wurde gefesselt und gefangen genommen. Und in dieselbe Kapitel lesen wir, er hat diese Wunder getan. Dann kommt dieses andere Beispiel in Johannes 11, 35. Jesus weinte. Jesus weinte. Er hat immer das Haus lieb in Bethania. Er hat Miriam und die Martha immer besucht. Er hat in dieses Haus auch gegessen. Er hat die Bibel dort gelehrt für Miriam, die saß immer und hat das Wort gehört. Und die Bibel sagt, Jesus hat geliebt. Er liebte Mariam und Martha und Lazarus. Und als er gehört hat, dass Lazarus gestorben, er ist nicht direkt gekommen, Johannes Evangelium Kapitel 11, interessant. Er hat gehört, Lazarus ist krank. Dann hat gehört, Lazarus ist gestorben. Er ist nicht sehr schnell gekommen. Warum? Hat ihn nicht lieb? Nein, er liebte ihn. Aber weil er ist Gott, Gott des Lebens und des Todes, für uns, wir müssen sehr schnell den Krankenwagen anrufen oder Notarzt anrufen, weil jede Minute und die Sekunde zählt in dem Leben. Aber für Jesus, es ist egal. Er ist egal, er ist der Herr des Lebens. Er muss nicht sich sehr schnell, er hat diesen Dienst weitergemacht. 4 Tage hatte er Dienst, bis er gekommen. Eines Tages in Markus Evangelium lesen wir in Kapitel 5 über den Mann, der Leiter für die Synagoge. Er ist gekommen und hat gesagt, meine Tochter auf die letzte Atem, sie stirbt, bitte. In Lukas Evangelium 7
Eine Frau, die hat nur einen einzigen Sohn. In einem Dorf heißt Nain. Und der Sohn ist gestorben und die haben ihn getragen unterwegs zum Grab. Und der Lazarus, er ist gestorben, begraben und 4 Tage. Für den Herr ist er selber. Er hat die Wunder, dieser Mädchen hat gesagt, Talitha, steh auf. Und für dieser junge Mann hat gesagt, stopp, lass diese Särge runter. Du, junger Mann, steh auf. Und hier sagt die Bibel, in Kapitel 11, selber Kapitel, Vers 43, ich möchte dieses Vers lesen. Lukas 11, 43. Als Jesus sagt mit hoher Stimme, diese Stimme, die voll mit Macht, voll mit Kraft, sagte Jesus zum Lazarus. In Johannes 11, 43. Johannes 11, 43. Hat Jesus mit hoher Stimme und hat gesagt, Lazarus, komm raus. Und die Bibel sagt, dass der Verstorbene stand auf und er kam raus, seine Hände waren gebunden und sein Gesicht war gebunden. Und Jesus sagt, lass ihn gehen, lass ihn frei gehen. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Hat geweint als vollkommener Mensch, voll mit Gefühlen. Ein Mensch, der Mitleid, der versteht, was heißt Tod. Und als Gott mit lauter Stimme, mit Macht, hat er dieser verstorbene Mann, es ist egal, auch seiner Schwester, als Jesus sagte, heb diesen Stein weg, sie hat gesagt, Herr, es ist schon 4 Tage, wir gehen nicht mehr, die Körper fängt an zu gären, es riecht überall. Alle diese Beispiele hatten Bedeutung, liebe Geschwister, aber man ist begrenzt natürlich mit der Zeit. Es kann sein, dass ich Sündiger bin. Ich bin noch nicht wiedergeboren. Meine Sünde hat gerochen, hat große Probleme gemacht. Und ich denke, dass ich keine Hoffnung habe. Aber meine Verwandten oder meine Familie vielleicht sagen, es gibt keine Lösung. Es ist vorbei, es ist so spät. Aber der Herr sagt, mach mal diesen Stein weg. Vielleicht leide ich unter einer bestimmten Sünde jahrelang. Vielleicht leide ich unter einer Probleme in der Familie, in der Ehe, einer von den Kindern, einer von den Töchtern, einer von den Nachbarn. Vielleicht habe ich Probleme in der Arbeitsstelle und ich sage, es gibt keine Lösung. Aber der Herr sagt, er ist gestorben, ja, 4 Tage und es riecht. Und der Herr sagt, mach mal diesen Stein auf. Und ich frage mich, wenn du der Tote zum Leben bringen kannst, ist für dich schwierig, dass du mit einem Wort diesen Stein wegwerfen. Du bist auch auferstanden und die Engel sind gekommen und haben diesen Stein von dem Grab weggeschoben. Der Herr will genau zu dir und zu mir sagen, glaubst du, nimm mal diesen Stein weg. Ich kann diesen Mann zum Leben bringen. Ich kann dich erlösen. Ich kann dir helfen. Aber Glaube hat er zu der Frau, die 12 Jahre geblutet hat, er Blut, 12 Jahre. Hat zu der Frau gesprochen. Deiner Glaube
meiner Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Dein Glaube hat dich gerettet. Er ist Gott. Gott sei Dank, dass bei meinen Geschwistern, die Muslime sind, gibt es verschiedene Beispiele im Koran über Jesus Christus, der hat einmal von Erde, hat ein bisschen Staub nass gemacht und hat davon wie ein Vögel und er hat gesagt, fliege, und der Vögel ist lebendig geworden und geflogen. Es steht nicht bei uns in der Bibel, aber das steht dort und die sagen es. Genau die Schöpfung. Und die glauben, dass Jesus hat die Toten zum Leben gebracht. Und ich frage jeder Freund oder Frau von den Muslimen, die zweifeln in Jesus Christus, an seine Herrlichkeit und seine Macht, wer kann das Leben für einen toten Menschen geben? Und wer kann das geistliche Leben für einen Sündiger geben? Egal wie lang bin ich Sündiger, egal wie lang war ich weg von Gott, er ist der Herr. Mit dir kann er weinen. Aber wegen dich macht er Wunder, dass er uns zum neues Leben bringt. Ich komme noch zu einem Beispiel. Und dieses Beispiel eigentlich mag ich sehr gut, sehr gern. In Johannes Evangelium und Offenbarung 19. Johannes 19, Offenbarung 19. Man sieht den großen Kontrast. In Johannes 19, 1 bis 2, er steht machtlos, sehr schwach, gekrönt. Die Situation ist sehr schwierig. Die Hände sind gebunden. Das sagt hier die Bibel in Johannes Evangelium 19, 1 bis 2. Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Kriegsknechte fluchten ihr eine Krone aus Dornen. Und die setzten sie auf sein Haupt und die legten ihm ein Bürgerkleid an, das eine Art, wenn jemand möchte, jemand auslachen. Ein wunderbarer Kleid, aber ein Kopf gekrönt mit dieser Dornen. Und dann spuckt jemand auf sein Gesicht. Und einer schlägt ihm von hinten Seite und sagt, wer hat dich geschlagen? Du bist Gott. Du kannst wissen, wer hat dich geschlagen? Was für eine schwierige Situation. Ich als von arabischem Hintergrund, wir sind Orientale und wir sind stolz an die Kraft und die Macht. Man will nie in einer schwachen Situation draußen gehen oder weinen oder solche Sachen. Wer kann das akzeptieren? Das ist mein Herr. Er hat das getan, dass ich und dich, du, nicht in dieser Situation stehen. Normalerweise als Gerechtigkeit, das war mein Platz. Schlägerei, diese Krone, das war mein Platz. Aber in Offenbarung Kapitel 19 lesen wir, wie sieht dieser Herr, sagte die Bibel in Vers 11. Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd, der drauf saß, hieß treu und wahrhaftig. Und er richtete und kämpft mit Gerechtigkeit, nicht mit Schwert. Steht nicht in der Bibel, dass Jesus hat einmal in die Hand Schwert oder Messer.
Auch das einzige Mal, wo er in dem Tempel war und die wollte den Tempel reinigen von den Kaufen und den Verkäufern und die Leute, die haben Geld gewechselt und die haben Tauben verkauft. Er hatte kein Schwert in die Hand, hat ein Seil. Und von dieser Seil hat er wie Balsche gemacht. Und die steht nicht auch in Gottes Wort. Er hat die Leute geschlagen. Bitte lies mal genau. Er hat niemanden geschlagen, hat denen raus. Raus. Wie kämpft er? Er kämpft mit der Gerechtigkeit. Bitte, ich möchte lesen auch Vers 15. Und aus seinem Mund ging ein scharfes Schwert, das ist sein Schwert, sein Wort. Jesus benutzt sein Wort. In Epheser Kapitel 6 steht über die Bibel, das ist das geistliche Schwert, Schwert des Geistes. Das ist unser Schwert, liebe Geschwister, wo wir benutzen können. Und es steht über Gottes Wort, es ist lebendig und schärfer als ein Schwert, der von beider Seiten scharf ist. Das hat Bedeutung. Gottes Wort ist wie ein Schwert, der scharf von beider Seiten. Eine Seite kann mich frei machen. Die kann alles, was mich bindet, von Gewohnheit, von Sünde, von Schwierigkeit, von meiner Vergangenheit, kann das beenden. Und ich kann sagen, wenn Gottes Sohn mich frei macht, dann bin ich frei. Johannes Evangelium, Kapitel 8, 36. Aber die andere Seite, dieses auch Gottes Wort, die wird verderben alle Leute, die das Wort nicht wahrgenommen und Jesus nicht als der einzige Weg, Wahrheit, das Leben gehabt. Gott werde nie ein Schwert in die Hand haben. Jesus hat nie ein Messer in die Hand gehabt oder Pistole oder egal was damals war. Er hat immer sein Wort, von seinem Mund kommt ein Schwert. Sein Schwert, er ist der Richter und richtet mit Gerechtigkeit durch sein Wort. Ich komme noch zu einem Beispiel, das bewegt meinem Herzen. In Jesaja 53, Vers 7, er wurde wie ein Schaf zur Schlachtbank geführt. Sie sehen das nicht hier in Europa. Sie sehen das nicht. Wenn Sie zu Hause zwei Hasen haben oder ein Huhn oder Hahn oder etwas oder die Kinder haben mit das gespielt oder etwas, natürlich ist es schwierig. Bei uns ist es anders. Vielleicht haben wir einen harten Weg, hartes Herzen. Wir haben der Huhn oder Schaf oder egal, aber irgendwann wird die Messer im Hof wird geschlachtet, eine halbe Stunde in dem Topf und danach sitzen wir, genießen und essen. Bei euch macht man Fotos für die Hühner und macht Fotos für die Ziege und es wird aufgehängt. Bei uns es wird aufgehängt, aber nicht an die Wand. Es wird anderer Weg. Haben Sie das gesehen einmal? Jemand, der hat ein Schaf gekauft und der nimmt ein bisschen grüne Zeug in die Hand und er geht mit dieser Schaf und der Schaf geht hinter ihm und er geht bis hinter die Tür. Er kommt mit rein, Tür geschlossen und bringt die scharfe Messer und wird geschlachtet. Genau das Bild, wie ein Schaf. Aber was sagt die Bibel in Offenbarung 5, Vers 5? Sagt, er ist der Löwe, der kommt von dem Stamm Judas. Offenbarung, Kapitel 5, Vers 5. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Judas ist, die Wurzel Davids aufzutun,
das Buch und zu brechen seiner 7 Siegel. Können Sie bitte in Ihren Gedanken jetzt in Sekunden eine Vergleichung zwischen einer Schar und einer Löwe. Eine gebundene Schar, die geht zum Messer, und eine Löwe. Für dich und für mich. Er war wie ein Schar. Und es steht in Jesaja 53, er hat seinen Mund nicht geöffnet. Wann öffnete man seinen Mund nicht? Wenn man nichts zu sagen. Nichts zu sagen. Auch Pilatus sagt zu ihm, antwortest du mir nicht? Er stand sehr still. Ein einziges Mal hat Jesus gesprochen. Ein einziges Mal vor Pilatus. Als Pilatus hat er etwas gesagt, der passt nicht mit Jesus' Herrlichkeit. Pilatus hat gesagt, weißt du nicht, dass ich dich gekreuzen kann und kann ich dich freilassen? Hat Jesus gesagt, nein, das kannst du nicht. Du machst das nur, weil du von oben gegeben hast. Es ist schon vollbracht und es ist schon geplant. Die Geschichte das Kreuz, die Geschichte das Golgatha und der Gethsemane. Es ist in dem Herzen des Vaters von Ewigkeit geplant. Dass du und ich werden erlöst. Das ist bei ihm geplant. Das war keine Geschichte. Zufälligerweise haben eine Räuber festgenommen und danach kamen die Gedanken, wie sollen wir ihn umbringen? Lass ihn uns kreuzen. Nein, 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 nein. Die Zeit fehlte mir, dass ich im Psalm 22, Psalm 69, genau Wort bei Wort liest man über Prophetie, über das Kreuz und alles ist genau geplant. Auf dem Kreuz hat Jesus 7 Worte gesagt. 6 sind passiert. Und es bleibt eine Prophetie, die ist in dem Alten Testament steht und die war noch nicht passiert. Und obwohl er auf dem Kreuz mit sehr feuriger Schmerz als vollkommener Mensch steht in der Bibel. Und als er sah, dass alle Prophetie passiert, dann hat er gesagt, ich habe Durst. Da war ein einziger Prophetie noch nicht passiert. 6 sind passiert und bleibt eine. Deswegen hat er geguckt. Wann guckt man und sieht alles? Wenn man alle mit ganz Konzentration, mit Leib und die Seele beobachtet, er hat alles in seiner Hand. Hat gesehen, die haben die Kleidung und auf die Kleidung haben losgemacht, weil das steht. Und die steht im Psalm 22, die haben die Hände, ja, und die steht alles, die Zunge war sehr trocken, hat alles gesehen, da bleibt einer. In Psalm 22, in meiner Durst haben die mir Essen gegeben. Da hat er gesagt, ich habe Durst. Er sieht wie ein Schar, arm, schwach, keine Kraft hat. Aber er ist der Löwe. Wer kann vor der Löwe stehen? Wer kann das hören? Ich war einmal mit 50 Evangelisten in Kenia, bin ich eingeladen, an meine Geschwister dort zu sprechen. Und eines Tages hat der Leiter geplant, Besuch für den Nationalpark. Nationalpark, das ist ein riesengroßer Park, Garten, mit viel offener, freier Tiere. Und wir waren in einer Wagen, 3 Wagen hintereinander, und dieser Wagen, auch die Fenster hat Gitter. Und wie jeder mit seiner Kamera. Und in einem Platz hat der Leiter gesagt, das ist ein sicheres Platz, konntet ihr ein bisschen rausgehen, ein paar Bilder machen. Und ich war einer davon und ich versuche Bilder zu machen. Da war keine kleine so, habe meine Kamera, wo man ein bisschen vergroßen und ich sehe ein Löwe mitten in dem Busch und er guckt mit seinen Augen, ja, er wartet auf sein Mittagessen. Da bin ich mit dem Kamera nach hinten gegangen und habe auf Arabisch geschrien,
Ein Löwe, Assad, 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 ein Löwe. Sind alle in dem Auto. Da habe ich gesagt, hier ist einer und wirklich, ich stand auf wie ein König. In Arabisch sagen der Assad, der Löwe, ist der König in der Wald. Warum hat Jesus nicht vor Pilatus seine Macht gezeigt? Dass mindestens die Leute, die geschrien an ihm glauben. Er konnte das tun, aber wo war ich heute? Wo warst du? Wo war unsere Ewigkeit? Zum Schluss, in Johannes 19,33, er starb am Kreuz. Starb am Kreuz. Aber in Offenbarung 1,18, und ich lese das zum Schluss, dieses Vers. Und dieses Vers gibt mir immer neue Kraft. Sagt, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Was kommt nach das Wort Amen? Ich kann sagen heute, ich lebe noch. Ich bin lebendig, aber ich kann nicht sagen Amen. Weil ich bin lebendig jetzt. Ich lebe jetzt. Aber ich weiß nicht, wann ist der letzte Atem. Aber ein einziger, der kann sagen, ich war tot. Und ich sehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Steht in der Bibel, für ihn alleine. Der kann nicht der Tod für ihn kommen. Er hat den Tod überwunden. Er befehlte den Tod. Amen. Er ist der lebendig. Deswegen haben wir Hoffnung in dem Herrn. Wir haben Hoffnung in ihm. In ihm ist alles, was ich brauche. Hast du Angst? In ihm ist Sicherheit. Hast du Traurigkeit? In ihm ist die Freude. Was brauchst du heute? Er hat alles für dich getan. Er hat sich selbst gegeben. Er konnte auf dem Thron sitzen und die Befehle. Er konnte ein Schar von den Engeln, der kann der Vater fragen und der Vater kann ein Militär von Engeln kommen und ihn befreien. Er wollte das nicht tun. Sagt die Bibel, er hat den Tod nicht gegessen, sondern es gibt ein Wort, geschmeckt, Dankeschön. Er hat wegen uns, für jeder von uns, hat er den Tod geschmeckt. Er wollte das tun. Als ihm Essig am Kreuz geben, er hat das und er wollte nicht trinken. Hat ihm nicht gut geschmeckt? Nein, hat er nichts zu tun mit dem Geschmack. Denn Essig ist immer gebraucht wie die Narkose, dass man nicht mit dem Schmerz fühlt. In die Hitze, in die Sonne nimmt man ein bisschen Essig, entweder auf dem Kopf oder auf der Zunge. In das Buch Ruth, Kapitel 2, Ruth, Kapitel 2, Boas sagte zu Ruth, in der Zeit zum Essen, du kannst dein Brot in dem Essig runter und essen. Das hilft dir, dass du nicht mit der Hitze werde müde oder so. Jesus er wollte schmecken, das Tod, dass deine und meine Schuld bis zur letzten Sünde, was ich gemacht habe, bezahlt wird. Er ist mitten unter uns heute. Und er wartet von dir und von mir auf eine Entscheidung. Was willst du zu Jesus heute sagen? Lasst uns beten.
Herr Jesus, wir sind sprachlos gegenüber, was du für uns getan hast. Du hast es mit Freude gemacht. Wir waren in deiner Gedanken, bevor wir in unser Mutterleib gegründet sind. Du hast akzeptiert, dass du einmal wie ein Schaf und einmal gegeißelt. Wir haben dich behandelt wie ein Räuber. Es war hart, mein Herr, es war hart. Judas hat dich verraten und Petrus hat dich verleugnet und die Jünger sind weggegangen. Und wie der Psalm sagt, ich war wie ein einzelner Vögel auf dem Dach. Für mich, Herr, hast du das getan, für uns. Vergib mich und uns, wenn wir Zweifel haben. Du weißt, wir sind schwach, wir sind Menschen. Unser Verstand ist immer beeinflusst von verschiedenen Gedanken in der Welt. Aber wir kommen zu deinem Wort. Wir kommen zu der Wahrheit. Bitte gebrauche dieses Wort, uns zu unterstützen und helfen, dass wir dich von beider Seiten sehen. Du bist unser Gott, der voll Macht, der Allmächtig, der in unserer Figur, unserer Situation gekommen, wie ein Mensch, wie ein Knecht. Da hast du dich selbst vor dem Kreuz gegeben. Nimm alleine die Ehre. Wir danken dir. Amen.